Shalom Aleichem. Ich heiße Shane Baker von dem Jiddischen Kulturkongress. I'm Shane Baker of the Congress for Jewish Culture. And this year we have invited theater students from the YIVO's Uriel Weinreich summer program to join us in our annual memorial for the Soviet Yiddish writers and performing artists murdered in the early morning hours of August 12th, 1952. First, a little context. 74 years ago on this date, 13 members of the Jewish Anti-Fascist Committee were executed. Their names: David Bergelson, Itzik Fefer, David Hofshteyn, Leyb Kvitko, Solomon Lazovsky, Peretz Markish, Boris Shemilyovich, Leon Talmy, Emilia Teuman, Ilya Wattenberg, Chaike Wattenberg-Ostrovskaya, Yosef Yusufovich, and Benjamin Zuskin. Certain other members of the Jewish Anti-Fascist Committee were executed or died in prison before August 12, 1952. Others survived that night due to medical conditions making it inconvenient to try and execute them, and still others were acquitted or not even arrested due to their usefulness. But one among a number of other ethnic and political committees, the Jewish Anti-Fascist Committee was a group the Soviet Union launched in 1941 to seek worldwide support for their war against Nazi Germany. Stalin even temporarily released Bundist leaders Henrik Erlach and Viktor Alter from prison so they could assist in its creation. Soon after, of course, Erlach and Alter were rearrested, and within a year or two, both of them were executed. This same cynical attitude from the side of the Soviet regime would remain with regard to the entire committee, as we shall see. Actor Solomon Mikhoels was the Jewish Anti-Fascist Committee's head, and together with poet Itzik Fefer, they toured England and North America, helping to raise tens of millions of dollars for the Soviet war effort. But when the war ended, the committee members were left with a very public presence. Their names were known round the world, and this proved inconvenient for Stalin, especially when some of them supported the nascent state of Israel. Mikhoels was assassinated in January 1948, and by early 1949, many other members of the committee had been arrested, including some of the finest Yiddish writers remaining in Europe. Among them, Yiddish writer Pinchas Kahanovich, known as Der Nister, and Yiddish literary critic Yitzchok Nusinov would both die in 1950. Kahanovich in Gulag, Nusinov in prison. That same year, Yiddish journalist Shmuel Halkin was executed. Mirz Hashem, next year, for the 75th anniversary of this terrible date, we will be releasing a documentary with the fuller story of the so-called Night of the Murdered Poets, which will include an overview of Soviet relations with those Yiddish writers and artists, as well as to Jews and Yiddish culture in general. Today, however, we shall specifically emphasize the work of those Yiddish poets tied with the Jewish Anti-Fascist Committee, as well as the two actors, Benjamin Zuskin and Shloime Mikhoels. Interestingly, all four poets executed that night, Itzik Fefer, David Hofshteyn, Leyb Kvitko, and Peretz Markish, as well as prose writer David Bergelson, had been born in the region of the Russian Empire now known as Ukraine. They might even have embraced the new Soviet Union in part for its nominal outlawing of anti-Semitism, for they were certainly aware of the havoc Ukrainian nationalism had wrought upon its Jewish population.
Poet Leyb Kvitko was born in 1890 in Oleskov, in the Podolia Governorate. Today part of Ukraine, it was part of the Ukrainian Socialist Soviet Republic in 1919, when Kvitko published this poem about the catastrophic wave of post-World War I pogroms in the region. YIVO Summer Program Theater student Tucker Tsilke Smith will read it, and if everything goes according to plan technically, you can push the closed caption toggle in the lower right corner of the YouTube screen to follow with English subtitles. Rusländischer Teut von Leyb Kvitko. Rusländischer Teut ist Teut von alle Teuten. Rusländischer Pein ist Pein von alle Peinen. Ja tritt Welts a Wund. Wie halt ihr Herz a Zind? Frag a Breckel Kind. Frag a Yiddish Kind. As noted, the Yiddish writers' embrace of, and their return from other European countries to, the Soviet Union, might well have been tied to its stated ideals. Perhaps the most Soviet of all these poets was also the youngest, Itzik Fefer. Born in Shpole, Kiev region in 1900, Fefer joined the Red Army during the Soviet Civil War. In this 1929 poem, he celebrates the Soviet ideal of equality of peoples, indicating that it's no big deal to be Jewish as long as you spend enough time in the fields fighting wars and not practicing the religion or, God forbid, doing business in the marketplace. Leyb-Shmuel Balasz will read. Nu, is was, als me hat mich gemalet und gepravet wie bei jeden Abriss. Soben feldische Winden versmaliert, meine weiße verdrimmelte Fies. Da träumen noch jeden von Schollen, Jaten, Bänken nach Räuch und nach Flamm. 8 Jahre Felder und Holm, unter himmlischen bläuen Jam. Me kennt mich für a guten und stillen. Wahrasach is mein Ehrlichkeit karg. Hab keinmal nit gelegt kein te fehlen und keinmal nit gehandelt in Mark. Nu is was, als me hat mich gemalet und gepravet wie bei jeden Abriss. Soben feldische Winden versmaliert, meine weiße verdrimmelte Fies. If Fefer was the most Soviet, David Hofshteyn, born in 1889 in Korshev, was perhaps the most lyrical of the poets. Although Fefer seems to embrace the assimilatory ideal of Jews being just like everyone else, in this piece, Hofshteyn seems to feel that if Jews are to indeed be equal citizens, they can also take pride in their heritage. Here now, Eszter-Brokhe Kruman's reading about the inspiration for Hofshteyn's naming his 2 sons. Nemmen von David Hofshteyn. Wie kleine Wölferlech sich spielen meine Kinder. Wie kleine Wölferlech noch beide. Der Älteste, Shammai, heißt. Also geheißen hat mein Seide in Teuben Städtele, als auch ein halber Blinder. Und Hillel heißt der Zweiter. Ein ander Namen hat gewahrt auf Stapel Nonten von schottendicken Leiter. Nur ich von Welt, von Breiter, von südigen Gewimmel, hab Plutzen dort der Sehn.
wie es schwebt der Heuch von zarte Joden meine. Dort, über alten Nesten Schimmel. Und Shammai, einer heißt, und Hillel heißt der Zweiter. Wie kleine Wölfelech sich spielen meine Kinder, wie kleine Wölfelech noch beide. Und drappen eins das Zweite vom Besen guck mit feierlich, mit Wilde. Und ich guck mit Blicken eingestillte, von Herz, von Blinden. Wie Alte nehmen, keiklen sich, wie kleine Wölfelech, wie Knäulen, junge Glicken. We turn now to a poet who differs from the others in a number of ways. Shmuel Halkin was born in 1897 in Ratsev, also known as Rogachov, in the Gomel region of the Russian Empire, today Belarus. Halkin was one of those who survived the night of the murdered poets because he had suffered a heart attack in prison and was hospitalized during the trials and executions. He was released in 1955 but died 5 years later, never fully recovering from his imprisonment and the ill health it brought him. Among many great poetic achievements, Halkin translated Shakespeare's King Lear into Yiddish for a watershed production of the Moscow State Yiddish Art Theater in 1935. Shloime Mechoils played Lear, and Benjamin Zuskin played the Fool. Portions of the production were filmed, but without sound, and there is also a small sound clip of one of the Fool's songs. But now, members of the YIVO faculty, Mikhl Yashinsky, Allen Lewis Rickman, and Neyakh Mitchell, thought it would be a fitting tribute to Zuskin and Mechoils both for us to read a scene from Halkin's translation. King Lear has driven away his loving but honest youngest daughter and given away his entire kingdom to his two eldest, who flatter him. Once they have everything they want, of course, they start treating him poorly, and their servants abuse his men. The Earl of Kent, faithful to the now landless Lear, has just beaten up an insolent steward while defending his king's honor. Lear and his all-licensed fool discuss the nature of loyalty and Lear's powerlessness after giving away his land. Gich, trog op vandaan in dein Peckelbeiner, verstanden? Gich, azoi. Dank, mein teurer Diener, bist günstig in dein Dienst. Der läuft mir im euch dingen, na, tu an mein Mitz. Mein Nagel, bist schon du? Wie geht es dir? Besser wolltest du angetan mein Mitz mit den Honnenkamm. Verwurst, let's. Verwus, weil halt mit Asa, was ist allein umgehen. Tragt die Nase nicht leuten Wind, wird chappen ma Kater. Nimm, tu an mein Honnenkamm. Verwus, weil der Letz hat seine 2 Töchter herausgejagt und die dritte nicht willendig beglückt. Ob du bleibst sich bleiben da mit ihm, musst du sich besorgen mit der Mitz. Wenn ich vermag 2 Mitzen und Töchter 2, Tribus, ging. Ich wollte beim Leben sie alles zerteilt und sich wollte ich gelassen, die Mitzen. Na, eine hast du bei mir und die zweite soll dir zuwerfen, emetzer von deinen beiden Töchter. Vorsichtig, Lady Gadebeitsch. Der Eps ist das Hintel, was friert in Beidel. In der Zeit, wenn der lieber Spürhund liegt und stinkt beim Eufen, wie voll sein Herz glust.
Ja, bitte unser Herrnisch. Willst? Will ich dich etwas auslernen? Lern euch. Stell dich an beide Euren, Vetterl. Hab was mehrer, nor behalt. Konst erzählen, nor nicht alles. Nehmen mögst du, nor geben, nein. Und zu Fuß sollst wenig gehen. Wenig Glei und mehr Gedenk. Das, was dir nor Nutzen bringt. Mehr Gewinn, wie stellen kann, Wein und Meuden, nicht der Mann. Sitzt in Stub und reicher bist. Afa so viel, wie viel es ist, übererzählen dich zu 10, 20 mehr von 2 mal 10. Das seinen buste Pleudereien, let's. Das seinen Red von einem nicht bezahlten Advokat. Zahlst mir etwas derfahr? Sag mir, Vetterl, von gar nicht willst du euch etwas bekommen? Hey, Freundl, von Gunsch bekommt sich gar nicht. Oi, basoi. Erklär ihm du, als Punkt so viel bekommt von seinem ganzen Königreich. Mir, dem Narr, wird nicht glauben. Hey, bitte, Narr. Und dem Unterschied von einer bitteren Narr und einer Narr Süßen, weißt du schon? Nein, erklär mir ihn. Wer's hat geätzet dir, das Königreich zu teilen, der kommen soll zu mir, will ich ihm dann erzählen, na ran ihm gleiche itzt, der Bitterer, der Süßer, nur einer tragt die Mitz, dem Zweiten lass sie grüßen. Hast mich umgeriefen, Narr, Freundl? Nu, von allen anderen Titeln hast du allein sich abgesagt. Und mit dem bist du auf der Welt gekommen. Vetterl, heißt langen mir an Ei, will ich von dem machen 2 Kräunen. Wie soll? Also ich will das Ei zerbrechen auf der Hälfte und das Ingeweid austrinken, wollen bleiben Kräunen 2. Wenn du hast dein Kräun auf der Hälfte zerbrochen und beide Teilen abgegeben, hast du dem Esel deinem genommen auf der Plätze und allein getuppet in der Blotte. Wenig Seichel ist gelegen in dein Plich, wenn du hast jemand bläust und abgegeben sei die Kräun. Schmeißen sollst du jenem, wer es verzogen dir der Erster, als ich rede jetzt teusen weg. Die Kluge machen eng dem Narr. Sie willen euch sich narrisch machen. A schlechte Zeit nur hat Fahr. Sie ist da, von wem lachen. Wenn nun bist du geworden, ungestuppt mit Lieder, Lady Gay. Und sind du hast die Töchter deine gemacht für deine Mutters. Der langt sie in Hand die Rot und allein genommen abspielen die Häslich. Sie von Frieden weinen gar, ich von Treuer sing. Gewinn mit einer weniger, bist du für einen Ring. Vetterl, ich bett dich sehr. Dinga Lehrer soll auslernen dein Letz leigen. Oh, ja, schreck. Ich will sich auslernen, auch die Kunst. Bei Bewettens leigen will mir euch geben Schmitz. Oi, wie ähnlich bist du auf deine Töchter. Sie schmeißen mich vor ein Hemmes und du vor ein Liegen, ein anderes Mal vor was ich schweigen ganzen. Ich will schon bald wollen sein, was es soll nicht sein und nicht kein Narr. Siehst du sein, das wollte ich keinmal nicht gewollt. Dem Seichel deinem hast du abgekeilt von beiden Brägen und euch inmitten ein Loch gelost. To close, we return to the region of Ukraine. Peretz Markish, born in 1895, was the most modernist of the poets. He was born in Pilenev, also known as Polonne, then in the Volhyner part of the Russian Empire. Markish composed the following poem during World War II as part of a longer lament for the fate of the Jewish people. But in retrospect,
ever since Chona Shmeruk chose a phrase from it to title his landmark anthology of Soviet Yiddish literature, this excerpt has served as an emblem for the betrayal of the members of the Jewish Anti-Fascist Committee and the consequent destruction of Soviet Yiddish writers and artists after the Holocaust. Neyakh Mitchell will read. Bruchsticker von Peretz Markish. Atzind, wenn skert die Rie mir sich zurück allein, ist mir a Ries die Augen öffnen und sehn mit jedem Glied da, als ist mein Herz herabgefallen, wie a Spiegel auf a Stein und mit a Klung von Bruch auf Sticker sich zersplittert. Gewiss ist euch a jeder Bruchstück nicht befreit zu seinen Eides wegen mir, bis meine letzte 4 bescherte Eilen. Zertret mich nur nicht, du, o Richter meiner Zeit, bis ich will absuchen in euch schon die zerspritzte Teilen. Ich will sie aufkleiden verprüfen, eins zu eins, beheften sie benannt, bis Blut im Finger sich verstochen. Chotsch, wie ich soll sie kunzig nicht zu neu kleppen, als eins, welch in dem sich ständig sehn verkrippelt und zerbrochen. Erst jetzt kommt zu mir in Treuer der Bescheid. In Weh von Überschmelz begreif ich flammig, dem Pein von Wellen sehnt sich in Spiegel, ganz erheit, was ist in Bruchsticker zu seht, auf alle Shiva Yamim. Koved Zeron denk. Koved Zeron denk indeed. Please share this video with friends and families if you enjoyed hearing the stories and words of these writers. And lastly, counter to my training never to raise money on August 12th, I would nonetheless ask anyone interested in helping to support creation of the fuller documentary by Yiddish and Allen Lewis Rickman to please be in touch. It is a mammoth undertaking for our tiny organization, and we need help. Thank you for tuning in.